An Sascha sein Zustand wird allweil schlechter, so dass er auf Leben und Tod da liegt. Seine Tochter und Rosi besuchen die am dauernd im Spital. Aber auch wie es ihm schon wieder besser geht, verzapfen sie ihm die Geschichte mit dem Stoppschütteln nicht. Der Flori geht der Josie allweil nur aus dem Weg. Der Gregor und seine Spätzin gewinnen die Bolzerei gegen die jungen Hupfer, weil die zu Fleiß recht schleißig spielen, damit dass die Alten nicht grantig werden. Kathi kauft sie im Netz um 200 € eine klumperte Kommode, die wo windscharf ist und von Anschauen allein schon zusammenfällt. Das Bärli hat nur so ein Holzstückel am Speicher rum. Und das hat's zuerst nicht min. Aber jetzt nimmt es doch um 200 €. Der Hubert verschmeißt sein Handy und Josie findet's und meint zuerst, das gehört dem Pfarrer, bis dass sie nachher schließlich der richtige Eigentümer raussteigt. Danach bullt er ihm ein, er war da so eine große Nummer, dass er die Aushilfsapothekerin um den Finger wickeln kann. Da hat er sie aber brennt und die lacht ihm grad aus. Der Annalena, sein früherer Hautzeider, der Tiroler, schlagt Zlansing auf und versteht sich wieder gut mit ihrer. Und drum lädt sie ihm zu ihrer Hochzeit ein. Ihrer neuen Hautzeider ist es aber gar nicht recht. Und beim Bolzen werden sie streitet miteinander. Und erst beim Richten von den seinen Karren werden sie wieder gut miteinander. Auf die Hochzeit kommt er aber nicht. Als Bummel möchte sein Burm mit 8000 € helfen, dass er endlich seine verhaute Tankstelle loskriegt. Dabei hat er aber selber nicht mehr viel Tiritari, weil sein Geschäft bei den Amitrim alle mehr auf die Kante kommt. Zwingend den muss er umfliegen und nach dem Rechten schauen. Und das Zwiebel möchte er auch mitnehmen.